Schönen guten Morgen beim feierten Webinar in unserer Serie, die wir hatten, für immer zu gucken, wer da könnt an Zukunft Steuern sparen. Heute geht es um den Bausparvertrag. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Patrick Malges, ich bin der Gründer von Tax.lu, der Plattform, die gibt es in der 2018 für Steuererklärung ganz einfach online auszufüllen. Während dem ganzen Webinar links sieht ihr beim Schirm einen QR-Code, den könnt ihr scannen. Und du könnt also direkt ein Rendezvous holen, wo wir rufen, wo man in einem kurzen Gespräch von 10-15 Minuten den Punkt machen, mit denen Möglichkeiten, die gut für die Zukunft Steuern zu spüren, und nicht noch zu helfen, für die Produkte, die bei euch passen, dann zu finden. Vielleicht muss man ein kleiner Intro, so wie Alkeiers. Wenn wir über Steueroptimierung schwätzen, dann schwätzen wir davon, weil man seine Steuererklärung kann aufsetzen. Und durch das Aufsetzen kann man dann eben noch Steuern spüren. Wie viel Steuern du kannst spüren, das hängt an erster Linie von ihrem Revenu ab. Die Frage, die uns stellt, wie viel kann ich effektiv dann spüren? Ich habe gerade gesagt, das hängt davon ab, wie viel das da sich verdient, also wie viel da musst du versteuern. Wenn du ganz einfach ein Beispiel holen von einem Single, die zum Beispiel 3.000 Euro brutto im Monat verdient, da sind das ungefähr 26% Steuerspuren, die du kannst rechnen. Ein Single mit 5.000 Euro, das sind ja schon 42%, und in den maybe 10.000 Euro im Monat brutto verdient, den hast du ungefähr bei 43%. Was ist das konkret? Das ist ganz einfach, dass wenn du zum Beispiel 1.000 Euro auf ihrer Steuererklärung aufsetzt, da kann eine Person, die 10.000 Euro brutto im Monat verdient, ungefähr 430 Euro Steuern spüren. Was sind die Möglichkeiten, die es gibt? Dazu hat man schon ein paar Webinaren. Wir haben große ganze Kinder bei der Steuererklärung, was genannt wird, Depens spezial aufsetzen. Das sind zum Beispiel Zinsen auf ihre Prämien, das sind Assuranzen, der Bausparvertrag, den wir heute gesehen, aber auch Zusatzpensionen. Und es gibt eine Reihe Abattements, wie zum Beispiel Frais Domesticité, Frais von der Crèche, Frais von einer Person, die du angestattet für den Nettoyage, oder auch eine Putzfirma können die im Moment aufsetzen. Wir hatten die letzten Wochen alle Wochen ein Webinar zu einem gewissen Thema. Die fanden auch noch immer auf unserem YouTube-Kanal, auf Facebook oder auf LinkedIn. Da ist es am großen Ganzen, am meisten Webinar, die wir hatten, im Allgemeinen Optimisation gegangen. Ich habe einen kurzen Überblick, was alles möglich ist. Den du nur, da ist es um Zusatzpension gegangen. Die vielleicht auch da haben wir darüber geschwärzt, wie in seiner Familie kann schützen mit verschiedenen Lebensassuranzen zum Beispiel oder Zusatzkrankenversicherungen. Und gleichzeitig Steuern spüren. Und heute schwätzen wir dann über den Bausparvertrag. Weil das ein Bausparvertrag, ein Bausparvertrag ist ein Placement financier, die kann ich ein bisschen vorstellen wie ein Spurkonto. Den ist ohne Risiko, die sieht nicht da, zum Beispiel auf der Börse investiert, wo kann Europa oder Rauf gehen, mit die kriegt an sich garantierten Zinssatz, ob der Spur der Moment angespurt wird. Was sind Ziele? Bei nächster Linie mal für von Steuervorteilen profitieren, natürlich der Steuerlast zu senken. Dann geht beim Bausparvertrag auch darum, also etwas umzuspüren, für zum Beispiel neu daheim zu bauen, neu daheim zu kaufen. Die können auch benutzen, für zum Beispiel bestehend daheim zu renovieren. Und was man ja nur gesehen, die können auch sich benutzen für deren Immobilienprä, den in dem Moment da vielleicht tut, zurück zu bezahlen. Und was der Bausparvertrag auch noch immer hat, ist die Möglichkeit, Ende vom Kontrakt, also ein Prä zu machen, den in dem Moment zu einem vielleicht mehr günstigen Zinssatz möglich ist. Was sind die steuerlichen Vorteile beim Bausparvertrag? Aber du, also wie bei allen anderen Depens speziell, du geht sich mal ein Plafond, den nicht kann depassieren. Der Plafond hängt echt so von der Unzahl von Personen an ihrem Staat, mehr auch vom Alter, also von den Eltern so ein Schlummel, die im Moment auf der Steuererklärung sind. Die normal sind das 672 Euro pro Person am Staat. Das kann auch mal dabei gezählt. Und wenn der zwischendurch an 4 Jahre hat, dann im Moment geht der Monat eigentlich verdoppelt. Wenn du Beispiel holen, ein Koppel, 4 Jahre ein anderes Jahr mit 2 Kindern, kann dem Moment am ganzen 5.376 Euro aufsetzen. Und wenn der Staat ein Revenu imposable von ungefähr 100.000 Euro pro Jahr hat, dann wird das eine Steuerersparnis von rund 2.243 Euro.
Ha si man pu Beispieler, wann man en Singelhëlle vun 30 Joer den Salär brut mensuell vun fir 5.000 huet, da kann den 1344 aufsetzen, also 672 mal 2, weil méi jong ass wie 41 Joer, an kann dudecher pro Joer rund 65 € Steuer spuren. E Single mat 45 Joer, also méi all wie féiert, den huet just nach e Plaffer vu 672 € zu gut, kann trotzdem nach immer 208 € Joer Steuer spuren. An eng Koppel an diesem Fall den mat 30 den an 45 Joer an 3 Kanner, den durchspielt er sech nach den doble Plattform, wo man grad gesot hunn, weil vun den zwee an dem Kontrakt sinn méi jong ass wie 41 Joer, an de moment die Plattform eng verdobelt, sodass die heute Familie kennt bis zu 6.720 € Joer aufsetzen, a rund 2.802 € Steuer spuren. Eng aner Koppel, wo se an 2 Jahr wie 41 Joer durchspielt den doble Plattform wieder nëmmei, kann also just nach 3.360 € aufsetzen, an dem moment 1.400 € Steuern pro Jahr spuren. Wie der sieht, hängt das immer ganz von ihrer Situation auf, von der Familiensituation, von ihrem Alter. Wenn denke will ausgerechnet kriegen, wie Plafond an ihrem Fall sich appliziert, dann wie gesagt könnt ihr links auf dem QR-Code ganz einfach Rendezvous holen mit uns. Wir rufen schon und dann 10-15 Minuten schwätzen wir darüber, wir gucken, was die Möglichkeiten sind. Wir können auch genauso, wer da an ihrer Situation, also am Anfang von ihrem Einkommenskind und Steuern spuren. Dann eng froh die ins Job aufstellt, wieviel krieg ich am Ende vom Kontrakt. Durch einfach ganz einfach Beispiel, wenn mein Koppel mat 2 Kanner, die pro Monat 440 € gifen also Bausparvertrag abbezwillen, dann hätten die ungefähr nur 10 Jahre 53 oder 54.000 € die ugespurt sind, die sie im Moment kreieren. Aber an der gucke wat sie wat die ganz dure die 10 Jahre und Steuer gespurt hun, dann sind am ganzen 22.400 €, die sie im Moment gespurt hun. Nicht ausgedrängt von denen 53.800 €, die am Ende vom Kontrakt eben krit, die ugespurt huet, huet der Lützburger Staat durch die Steuerverdeler von 22.400 € geschenkt. Ein anderes Beispiel von einem Single, der pro Monat rund 112 € abbezielt. Bei denen huet am Ende von den 10 Jahren ungefähr 13.400 €, die ihn ugespurt huet. Auch von den 13.400 € hueten der Steuerverdeler sich vom Lützburger Staat dann 5.600 € geschenkt kriegt sozusagen. Was sind Konditionen für einen Bausparvertrag? Für einfach mal so mal mit da 2 gehen. Es gibt erstens mal eine Durée minimal, das ist das Minimum, wie lange so ein Kontrakt muss laufen, das sind 10 Jahre. Es gibt auch eine Kondition im Moment, wo das Geld eben kriegt, was er mit dem Geld macht. Und zwar also vorgesehen vom Gesetzgeber, dass er das benutzt für ihr Logement personell, für ihr eigenes Zuhause. Die können das nicht benutzen, wie zum Beispiel so ein Appartement investieren, weil da der welcher Code stehen hat. Das geht nicht, das ist also just für eine Residenz principal. Das kann zum Beispiel sein, wenn da ein neues Zuhause kauft oder auch von einem Terrain kauft, für ein Zuhause zu bauen. Dafür kann das benutzt gehen. Die können aber auch benutzen, wenn der Proprietär sieht, für das Zuhause zu renovieren oder transformieren. So einen neuen Ustrach, eine neue Schodia oder so Sachen. Und die können auch benutzen, für einfach mehr Prä zurückzubezahlen. Wenn der Proprietär sitzt in dem Moment, dann wird vielleicht noch ein Prä laufen für das Zuhause. Da kann er in dem Moment das Geld auch benutzen, für den Prä dann eben zurückzubezahlen. Und dann eben das in dem Moment wie klein zu machen. Wie eng Strophe gëtt van de Schnitt und die Konditionen halt, da haben wir einfach ein Beispiel abgelöscht, wenn man geguckt. Kann man so, die hat die 10 Jahre Durée minimal respektiert, die hat 10 Jahre gewartet und das Geld geholt, aber du das nicht benutzt für daheim, aber du das geholt für so ein Auto zu kaufen oder so. Was dann die Strophe Energie mehr ist, dass da in Zukunft kein Bausparvertrag mit der Steuererklärung aufsetzen. Ihr könnt dann in Zukunft nicht mehr von der Steuersparnis profitieren. Wenn der die Durée minimal nicht respektiert wird, aber das Geld, das bis dahin angespart war, benutzt für ihr Zuhause, bei dem Moment kann die Steuerverwaltung sich all die Jahre, wo das gespart wird, Steuern, durch ein Kalkül machen und ist dann eben froh, für das Geld zu remboursieren.
an wann der die zwei Konditionen respektiert, wann der dat Geld net 10 Jahre lang an dem Kontrakt lost, an wann der rausholt fir egent zu machen, wat net dat betrifft, dann kann noch Steuerverwaltung as sech die Steuer, die der gespurtet Jo fir run ich froen, dass er remboursiert, an gleichzeitig können an Zukunft an net méi den Bausparvertrag op ihrer Steuererklärung aufsetzen. Muss dat Kapital wat dann no 10 Jo gift kreen, muss dat besteuert gin, get besteuert? Nee, darüber fallen de moment kein Steuern hun, so dat wat de moment ugespurt huet, krit er so raus, du muss doch net op der Steuererklärung an dem Moment deklarieren, dat gëtt als net besteuert zu dem Moment. Wann der Frontalie wird, solo an Deutschland wohnt oder an Frankreich oder Belsch, da könnt ihr natürlich auch einen Bausparvertrag absetzen, du abspüren, an nicht nur das Geld auszulösen und dann eben an dem Land, wo der dem Moment wohnt, das benutzen für daheim, wie gesagt, das wird zu kaufen, zu renovieren oder aber zurück zu bezahlen. Da ist aber eine wichtige Information für besonders die Leute, die an Frankreich wohnen. Da sind Banken, die proposieren auch, was sie nennen, Plan Épargne Logement PL, die sind zuletzt nicht aufsetzbar. Das heißt, wenn der Bausparvertrag machen, dann macht das bei einer Lützeburger Bausparkäse. Der geht im Moment nach 2 zu Lützeburg. Wir schaffen da bei tax.lu mit der Firma Wüstenrot zusammen. Und wir können noch erst den Kontrakt dafür bereden. Genau, das sind neue die oft könnt, du kannst schon Stand vertrag gehen. Ja, das könnt ihr machen, wenn ihr am Ausland wohnt, könnt ihr das Geld benutzen für eben an dem Land, das daheim dann eben zu finanzieren. Aber wie gesagt, schon für drin, es muss aber Residence principal sein, ein Appartement irgendwo bei der Route, auf der Belgier Côte oder Südfrankreich oder so, dürft ihr das nicht benutzen, es muss eine Residence principal sein. Mir hat für gesehen, dass es den Maximum gibt, den er könnt aufsetzen, wie du schon seht, das hat den Maximum, den er sich könnt auf Steuererklärung dann drauf schreiben. Die könnt aber frei deklarieren, was ihr investieren. Du musst du nicht, wenn ausgerechnet könnt, dass er könnt solo 6.000 Euro aufsetzen, maximal, dann muss er nicht die 6.000 Euro aufsetzen. Die setzt im Moment einfach das auf, was er abbezahlt wird. Aber wenn man den steuerlichen Vierteil gucken, dann möchte er auch keinen Sinn, mehr anzubezahlen, wie das, was er im Moment könnt aufsetzen. Dafür ist es wichtig zu gucken, wer da könnt aufsetzen, en fonction von ihrem Alter. Wenn der Haut zum Beispiel 35 Jahre alt ist, da sind die nächsten 5 Jahre, die nach von dem Double Plafond profitieren, ab 41 Jahren dann nicht mehr. An dem Moment ist es auch wichtig zu gucken, für die Versamente, also die Paymente, die ihr auf den Kontrakt möchtet, dass die im Moment auch uns passen, und ihren aktuellen Plafond. Bausparkäsen zuletzt die finanzieren noch als den direkte Kauf von ihrem Haus. Ich könnte wie bei einer normaler Bank ein Prämache gehen für das Haus im Moment dann zu kaufen. Dass du angespurt tut. Das ist normal so abgebaut, dass da auf einem Teil vom Kontrakt etwas ausspurt, an den anderen Teil vom Kontrakt du hast dann das an sich die Prä, wo Zinsen drauf laufen. Die Moment könnt ihr einerseits könnt ihr das, was du abbezahlt, eben aufsetzen, so wie man gerade gesehen haben. Und andererseits können dann natürlich auch die Zinsen, die auf dem Immobilienpräder laufen, auch auf der Lützeburger Steuererklärung aufsetzen. Wenn du mehr wilt wissen, dann kann ich ganz gerne bei uns kontaktieren. Wir setzen uns in Kontakt mit unserem Partner Atom Finance, weil das ist den größten Immobilienpräcourtier zu Lützeburg ist. Und die können nicht genau sagen, was in der Situation wie Finanzement für daheim da möchten Sinn mischt, und ob eventuell Präbanger Bausparkäse auch an ihrem Fall gibt Sinn machen. Gibt ein Avantage beim Bausparvertrag, ja, die gibt es, das so, dass man da könnt beweisen, dass während Minimum 3 Jahre ein Minimum von 290 Euro die Jahr abbezahlt wird, da könnt ihr von einer Garantie de l'État profitieren. Das ist eine Garantie, die die Stadt gibt, wenn ihr einen
Prämat fir daheim. An dem Moment kann en Deel vun dem Prä sech vum Staat aufgesichert gin, an dat kann deng mal Liichtro bei enger Bank de Moment an Prä ze kreen. Wéi manech lo so Bausparvertrag op, dat schon Di froh den ich muss stellen, wieviel will ich pro Monat investieren. Dat hängt wie gesot ich vun ihren finanziellen Moyen of, an der wo vun ihrer Familiesituation vun ihrem Alter, weil mir gesinn, dass verschiedene Plafond du appliziert gin. Wir schaffen bei tax6.lu mat der Wüstenrot ze summen, a mir können auch die Kontrakte firbreden. Och do hol einfach Rendevous ma QR-Code ha links. Und dann schätzen wir darüber, und dann gucken wir eben, wie ich die Kontrakte dann für zu bereden. Wie weit soll ein Bausparvertrag machen? Ich meine, mit viel gerade gesehen, avant tout die Steuerspuren ist, von der können profitieren. Das ist auch nicht zu spät oder zu früh, für schon in der Zukunft zu denken. Im Moment können wir wirklich von den Steuerfidelen profitieren. Und die muss ich bloß gucken, was an der Situation Sinn möchte und wie viel das in dem Moment auch könnt aufsetzen. Wenn ihr wollt wissen, wie viel das ist, so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist einfach mit der Steuererklärung auf tax6.lu. Wenn ihr da fertig seid, dann wird der Steuererklärung aufgeladen. Bei dem Moment kriegt ihr automatisch eine Analyse von ihrer Möglichkeit für Steuern zu spüren gemacht. Ihr seht da ganz genau, rapport zu ihrer Situation, was kann ich noch wo aufsetzen und auch wie viel Steuer kann ich auf meiner persönlichen Situation auch mit den Deduktionen dann im Moment spüren. Wenn der Steuererklärung PDF gemacht wird, nicht bei tax6.lu, bei dem Moment tun wir eine Seite tax6.lu/Simulator. Da könnt ihr sich die PDF von der Steuererklärung herstellen. Und nur 2-3 Sekunden kriegt ihr dann noch dieselbe Analyse gemacht. Ich kriegt da genau gesagt, mit welchen Produkten, dass ihr noch kennt, wie viel Steuern spuren. Und die dritte Möglichkeit, wie schon gesagt, die könnt ganz gerne Rendezvous mit uns holen, einfach mit dem QR-Code, ein Datum, eine Arbeitszeit rausfischen. Wir rufen nicht den Moment an und dann machen wir zusammen eine Analyse von ihrer Situation und gucken dann, was Sinn möchte oder was nicht. Aber wir helfen nicht dann noch die Produkte, die für euch Sinn machen, das alles vorzubringen, für das dann so schnell wie möglich von Steueroptimierungen profitieren. Sonst von der allgemein froh zu ihrer Steuererklärung oder zur Steueroptimierung können wir es auch ganz gerne schreiben auf help@tax6.lu, wo als Equipe natürlich ganz froh ist, für euch zu helfen, die beste Lösungen für euch zu finden. Das war schon für den kurzen Webinar von heute. Wie gesagt, zeigt nicht die anderen Webinare, die wir die letzten Wochen hatten, die anzugucken. Die fand ihr auf YouTube, die fand ihr auch bei unserem Facebook-Site und die fand ihr auch auf LinkedIn. Guck dich schon, ob du eine Frage hast, zeigt nicht, als kontaktieren. Wir sind dafür, um dir zu helfen. Ich wünsche dir einen ganz guten Appetit und eine ganz schöne Beginn.